Sophia stellt fest, dass ihr Kandidat wirklich ein Haumtaucher ist und dass der Patrick recht gehabt hat. Der Josef macht Sprich, dass er einen Topflappen an einem Tag häkeln kann. Das packt er aber nicht und schwindelt mit einem, wo schon in der Küche hängt. Das fliegt aber auf und die Landweiber bringen ihm bei, wie es geht. Die Wissenschaft findet außer, dass der Hubert gewiss der Vater von den preußischen Haschbruder ist. Das möchte er ihm gern sagen, aber seinen Leuten ist es nicht recht, weil's keinen dreckigen Verbrecher nicht in ihrer Familie haben möchte. Also sagt es bloß dem seiner Großmutter und an Sascha und der Rosi. Der Philipp hängt schwer im Zeug und lässt sich von der Leni sagen, dass er langsamer tun soll. Die anderen Wirtsleute machen das nachher auch. Bloß der Uri gefällt das nicht. Der Gregor möchte mit seiner preußischen Spusi zusammenziehen. Aber die mag nicht, weil sie sich nachher zu wenig um ihre preußische Pflegtochter kümmern kann. Tina muss ein Apparat ausprobieren, wo man sein Lädchen verschönern kann. Danach hat's aber einen Rüssel als wie eine Sau. Und drum übergibt's das Geschäftal der Maja. Das Bärli muss auf die kleine Sissi aufschauen. Die wird knarzert und er möcht's zur Ruhe bringen. Aber das schafft er nicht mit einer Türche, sondern schön mit einer lauten Musik.